Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oxygen Not Included. Die ersten Anfänge der Kolonie sind gemacht, ist noch alles sehr spärlich. Ja, machen wir gleich weiter. Pause wird gelöst. Ich sollte vielleicht noch die Musik einschalten, die Hintergrundgeräusche, damit ihr auch hautnah miterleben können, wie unsere Duplikanten sich abrackern und im schlimmsten Fall sterben. Hoffen wir mal nicht, dass dies der Fall sein wird. Gut, was haben die Wasserversorgung ist gewährleistet. Hier muss ich noch das Waschbecken umstellen. Zwar, wenn Sie das Klo verlassen, sollen sich die Hände putzen. Haben wir schon im letzten Let's Play angeschaut, wie das genau funktioniert mit den Keimen. Können ihr dann vielleicht noch schauen, wenn Sie mit der Mann einer auf dem Klo ist, wie das genau abläuft. Moment, Keim-Overlay, sieht alles wunderbar aus. Das Klo ist natürlich verseucht, logisch. Das sind die ganzen Fäkalbakterien, von denen ihr immer gewarnt werdet. Zurzeit große Aufräumaktion beim Gebiet, wo der liebe Hedge ist, damit er das in der kommenden Nacht nicht wegfrisst, wobei im Moment da nicht wirklich etwas ist, was ich vermissen würde. Ne, überhaupt nicht. Dann, ich schau mal, Algen ist noch extrem spärlich, Metall ebenso. Das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Muss ich dann... Na, ich glaube hier unten ist fast am besten ein bisschen rumbuddeln, um zu diesem Material zu kommen. Sauerstoff, ja. Ist okay. Nicht überwältigend, aber okay für den Anfang. So. Wenn dem hier jetzt das ausgebaut wird, ich hoffe, dass es überhaupt ausreicht. Vom Kupfererz, ich glaube schon. Sollte reichen. Damit ich mit der Energie, die hier gleich erzeugt wird, auch gleich forschen kann. Und ich denke, ich baue hier auch gleich noch ein Krankenbett hin. Man weiß ja nie, was da noch da draußen auf uns wartet. Ich möchte ebenfalls diejenigen, die schon vom Hedge gebissen wurden, sind, wieder heilen. Eigentlich aus einem einfachen Grund, die haben ja im Moment den Debuff leichte Verletzungen, das reduziert die Athletik um 3 Punkte. Das ist natürlich langsamer, muss nicht sein. Ja, hier ist Ghostman schon fleißig am Rumrennen, hat die beiden Batterien vollständig aufgeladen, sind hier im grünen Bereich. Das heißt, Strom ist ready, jetzt muss nur noch die Leitung gezogen werden zur Forschungsstation. Und die Forschungsstation selber muss natürlich auch noch gebaut werden, dann geht es schon los mit Forschen. Ja. Also ist eigentlich das nächste, oder die nächsten beiden Ziele sind Schlafbereiche für die Duplikanten. Und ich möchte dann auch gleich mit der ersten Produktion vom Norm beginnen. Das war hier recht. Genau. Mache ich hier mal die erste Koje.
Doch, doch. Passt. Das passt. Genau so. Damit sie hochkommen, eine Leiter. Und dann kommt die große Buddelarbeit. Hier passe ich jetzt noch auf, dass ich nicht das Oxylit weggrabe. Jetzt mal den oberen Bereich, damit sie die Decke auch gleich einziehen. Hier auch weg, dann kann dieses Oxylit auch fließen. Wunderbar. Sehr schön. Im Stromnetz-Overlay sehe ich jetzt auch die Stromleitung, wie sie funktioniert. Ich habe hier eine 400 Watt Erzeugung. Hier werden 10.000 Kilojoule Energie gespeichert, die dann freigesetzt wird. Die Forschungsstation braucht 60. Und genug Strom ist da. Dann wird gleich einfache Landwirtschaft erforscht. Kann ich hier vielleicht noch zeigen, was die so macht. Vielleicht grundsätzlich zur Forschung noch 2, 3 Worte. Blaue Symbole bedeuten Novizenforschung, einfache Forschung. Das ist die einfache Forschungsstation, die ich jetzt gerade gebaut habe. Dann gibt es noch die, was ist das, Pink? Pink, Violett. Das ist die fortgeschrittene Forschung. Und dafür brauche ich einen Supercomputer. Also ich habe auch erst Forschung, gibt es hier unten. Jetzt erstmal einfache Landwirtschaft. Ich kann das Algenterrarium bauen. Dieses wandelt Kohlenstoffdioxid um in Sauerstoff. Sehr kleinen Mengen, aber zu Beginn ganz nützlich, damit die Basis nicht mit Kohlenstoffdioxid überflutet wird. Dann Kompost wandelt die verschmutzte Erde um in Dünger. Verschmutzte Erde wird zurzeit in Klos erzeugt. Auch das nützlich, damit es nicht liegen bleibt und sinnlos verschmutzen, Sauerstoff erzeugt. Dann die Pflanzenkiste ist die erste Pflanzgeneration oder Kultivierungsgeneration, die reicht vollkommen aus für das Mehlholz. Das ist eigentlich relativ lange die Nahrungsgrundlage sein wird. Rationsbox haben wir schon eine neben dem Druckportal. Ja. Ist nett, können wir dann selber bauen. Gut. Also, das läuft. Ich beschleunige mal ein bisschen, damit das hier ein bisschen schneller zur Sache geht. Und sehen, hier wird geforscht. Rowan ist fleißig am Schreiben und Reagenzgläser schwingen und wird schon bald uns beglücken mit der grundlegenden Agrikulturtechnologie. Während die anderen beiden, der eine zum einen Rohstoffe an die Forschungsstation trägt, ich glaube das sind Erde, genau, verbraucht ziemlich intensiv Erde für die Forschung. Und auf der anderen Seite wird hier aber auch fleißig abgebaut. Ich denke, ich ziehe hier auch gleich mal noch den Rest ein. Ich werde ohnehin noch das Klo erweitern müssen. Eins reicht im Moment einfach nicht aus. Es reicht natürlich für 3 Duplikaten. Es gibt aber die heiße Phase. Die passiert dann, wenn das Klo gereinigt wird. Das dauert ziemlich lange, wenn dann einer aufs Klo muss und das Klo nicht verfügbar ist, dann gibt es eine ziemliche Schweinerei. Das möchte ich verhindern. Deshalb gibt es noch ein zweites Klo.
Ja, das sind immer wieder solche Dinge, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Der gute Ghostman hat sich hier tatsächlich im Ziegel den Kopf eingeziegelt. Das klingt lustig, ist aber leider so und ist für ihn überhaupt nicht lustig. Nur schon deshalb, weil er keinen Sauerstoff kriegt und dann früher oder später sterben wird. Entsprechend muss ihm jetzt geholfen werden von den anderen Duplikanten. Ich werde hier mal den Ziegel zerlegen. Und ja, ich denke, es ist wohl besser. Ich glaube hier 3 weg, damit das nicht wieder passiert. Und damit sie überhaupt hinkommen, muss da unten noch die ganze Geschichte weggeräumt werden. Ich werde jetzt hier die Priorität auf 9 setzen, damit der Gute möglichst schnell wieder freikommt, das als prioritär behandelt wird. Tja, so blöd muss man auch erstmal sein, lieber Ghostman. Eigentlich sollte man den so lassen, das gibt sicher einen hübschen Dekowert, das lebende Deko. So, da ist er wieder. Hallo und willkommen zurück, du dämlicher Duplikant. Jo, was haben wir noch? Die Forschung wurde abgeschlossen, das ist schon mal sehr gut. Hier möchte ich eigentlich auch noch einen Durchgang bauen, eine Leiter geht im Moment nicht. Da muss ich dann erst die Wasserversorgung ein bisschen verschieben. Die werde ich dann hier unten in einen Behälter sammeln. Okay, wenn dem hier weiter gebuddelt... Oh, ich sehe hier gerade noch ein kleines Problem. Ich hoffe, die buddeln hier ein bisschen schneller. Weil es ist eigentlich Sandstein, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendein lustiger Bug ist. Tatsache ist, ich kann hier nichts bauen. Ja. Weil die fühlen sich jetzt von der ganzen Produktion und der Narren ausgeschlossen, ist korrekt, weil sie kommen hier nicht durch. Würde bedingen, dass ich hier jetzt aber das schließen kann, kann ich aber nicht. Obwohl sie eigentlich genügend Material hätten. Na gut. Ich muss mir jetzt wohl das Leben retten mit einem neuen Duplikant, der verfügbar ist. Die sind leider alle nicht wahnsinnig toll. Also die Ellie, die kann nicht graben oder die will nicht graben, die will sich nicht die Hände schmutzig machen. Hat nicht wirklich gute Stärken, obwohl sie +7 Stärke hat. Das erhöht nur das Tragegewicht, ist jetzt nicht so weltbewegend. Der kann nicht bauen und ist ein Narkoleptisch. Das Narkoleptisch hasse ich wirklich, weil die pennen einfach ein. Im blödsten Moment in der Regel. Obwohl die Werte eigentlich ziemlich schön sind. Die kann eigentlich nur bauen lernen, habe ich ja schon was und verbraucht noch zusätzlich. Finde ich alle nicht toll, ich brauche aber einen, um mich hier aus dieser Situation zu retten. So, nun kann ich einen neuen Ziegel bauen. Durch das können die Duplikaten wieder in alle Bereiche zurück. Noch schnell die Priorität erhöhen, damit das hier vorwärts geht. Ja, die Situation ist unglücklich entstanden, weil gerade das ganze Oxalit hier verbraucht wurde. Durch das ist das Loch entstanden. Das ist eigentlich mit Sauerstoff.
Ist schon zu warm hier oben für die. Bis auf diesen hier drüben. Ansonsten kurzes Tutorial zu den Pflanzen. Idealerweise lässt man die Startpflanzen natürlich bestehen, damit die da gedeihen, bis man seine eigene Nahrungsproduktion am Laufen hat. Jetzt haben wir hier 4 von diesen Leuchtkäfern, die sind praktisch, sie machen Licht, das sieht man hier im Lichtoverlay, also diese ganze Höhle ist eigentlich schön geflutet mit Licht. Licht ist wichtig für die Dornblüte, die kann nicht wachsen ohne Licht. Entsprechend diese ist belichtet und wächst auch, das gilt auch für die anderen, die hier rumstehen, 4 Stück an der Zahl, aber denen ist es zu heiß, weil die brauchen maximal, oder akzeptieren maximal bis zu 23 Grad. Und hier ist schon überall drüber. Ja, ist natürlich hier in der Nähe von diesem Gebiet. Kann ich im Moment nicht wahnsinnig viel machen. Ja, ist wirklich schade. Das ist wirklich schade. Weil gleich mit 4 von diesen Leuchtkäfern in diese Höhle. Ja, vielleicht kann ich dann doch noch etwas machen. Ja, ich lasse die Höhle mal so wie sie ist. Das ist schon lustig. Jetzt auf einmal können sie das bauen. Sie hatten vorhin schon das Material. Ja, so ist die Logik noch nicht ganz ausgereift. In diesem Spiel, aber es ist noch Alpha Early Access. Ich denke, das wird im Laufe der Zeit noch ein bisschen verbessert. Was ist denn hier wieder? Wieder der lustige Sand. Das ist auch etwas, das ich hier wirklich nicht mag. Das sind diese Sandbausteine oder Materialien, wenn die von unten untergraben werden, dann fallen sie runter. Wir graben einfach, was gerade da unten liegt. Wenn es eine Maschine ist, ist sie nicht mehr funktionstüchtig. Teilweise wird der Weg abgeschnitten. Das kann wirklich hässliche Situationen, die bis zum Erstickungstod führen. Ja gut, gehört zur Spielmechanik, muss man sich damit abfinden. Da haben wir es wieder. Jetzt wurde gerade die Forschungsmaschine begraben. Entsprechend nicht mehr nutzbar. Also hier wird ja bestimmt was passieren. Ja, ich mache das so. Ich mache hier eine Tür. Und eine Leiter, dann komme ich hier hoch. Aber die Leuchtkäfer können nicht weg und vielleicht kriege ich das ja irgendwie noch mit der Temperatur gebacken. Das wäre echt toll. Ach, schon wieder, ey. Ich glaub's ja nicht. Schlimm, schlimm, schlimm.
Schlimm, 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 diese Duplikanten. Hm. Naja, also große Futterzeit. Klo habe ich ja schon gesagt, es sind noch 6 Besuche. Dann ist es vollgestopft. Ja, ich denke, es ist wohl sinnvoll, wenn ich jetzt das Klo ausbaue, um irgendwelche Schweine reinzufähnen. Das heißt, es gibt ein neues Waschbecken. Ich mache es gleich richtig hier. Dann neues Klo, dann noch ein Waschbecken, ein Lagerbehälter und der Komposthaufen. Dann sind wir schon hier. Dann ist das hier mal gemacht und fertiggestellt. Ich werde hier ebenfalls eine Türe einbauen. Auch das hat einen ganz einfach. Ach, ich muss Sauerstoff ist gar nicht gut. Erkläre ich nachher mit der Tür. Ich muss jetzt erst schnell wegen Sauerstoff gucken. Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hier unten gäbe es ja noch schöne, da komme ich aber nicht schnell genug ran. Das heißt, ich werde meinen ersten Sauerstoffalgen, wie nennt sich die? Deoxidierer bauen, der aus Algen Sauerstoff produziert, da braucht es noch Strom. Und weil es mich doch langsam ein bisschen knapp deucht, mit maximaler Priorität Algen, ja, könnte deutlich mehr sein. Das ist echt nicht viel. Hier oben kommen die großen Schleimlungen. Hier unten ein bisschen, aber es sieht eigentlich, oh, hier auch. Ja, sieht okay aus. Gut, der ist angeschlossen, Stromnetz, jawohl. Jetzt kriegt er Algen. Et voilà, schon läuft er. Und produziert hier Sauerstoff und sieht schon, leichter hellblauer Bereich kommt. Das dauert jetzt natürlich ein Weilchen, bis hier der Druck ausgeglichen wird in den dunkelblauen Bereichen. Das Schöne ist, auch von oben strömt noch Sauerstoff hinein. Wie viele haben wir hier? 1, 2, 3, 4. 4 mal Oxalit, damit es ein bisschen schneller einfließt. Ja, ich mache den weg, weil der ist erst bei 33%, der dauert noch ziemlich lange, bis er gewachsen ist. Lustigerweise sind Pflanzen, die ich selber kultiviere in meinen Kissen, haben deutlich kürzeres Wachstumsdauer. Sieht man hier beim Mehlholz. Im wilden Wachstum dauert das 12 Zyklen, bis die Pflanze ausgewachsen ist. Wenn ich es domestiziere in meinen Kisten, dann 3, also 4-mal schneller. Immer diese ungehorsamen, böse Duplikanten. Gut. Ja, jetzt sieht man schon schön,
wie dieser Deoxidierer meine Räume mit der Sauerstoff füllt. Von oben kommt ebenfalls Sauerstoff, das heißt, Sauerstoff ist für den Moment sichergestellt. Wo ist eigentlich der Hatch? Wo ist der Hatch hin? Oh, ich sehe enorm, sieht wirklich nicht toll aus. Aber ich kann hier oben ja diesen Raum betreten und ernten. Dornstrauch ist nicht erntbar. Erntbar. Gibt es das Wort auf Deutsch? Ich denke nicht, das habe ich wohl selber kreiert. Ich bitte um einen Eintrag im Duden. Ach, das wäre so toll, wenn ich hier die Raumtemperatur senken könnte, aber ich wüsste im Moment echt nicht wie. Ja, hier ist auch schon. Das ist dann viel zu warm. 32 Grad im Schlafzimmer. Naja, ist eigentlich nicht so schlimm. Es gibt viele Leute, die bezahlen viel Geld, um in der Karibik oder das nicht in Asien Urlaub zu machen. Da sind die Temperaturen dasselbe. Ich habe hier unten auch Wasser, können sich die Duplikanten wieder abkühlen. Also jammert nicht. Ist doch ein bisschen beunruhigend, wie schnell die Nahrung hier runtergeht. Ich denke, ich werde hier die Priorität draufsetzen, dass am kommenden Tag zumindest mal die Kisten bepflanzt werden. Das dauert dann ja auch, was haben wir gesagt, 3 Zyklen. Genau, bis das Zeug bereit zur Ernte ist. Na dann, machen wir vorwärts. Zyklus 4 ist vorbei, Zyklus 5 folgt sogleich. Bei den Truhen reinschauen, da ist Samen ist natürlich nicht. Das, ja. Nee, ich glaube, das macht Sinn. Das ist ein Produkt oder ein Rohstoff, den es bis Anhieb noch nicht gab. Ist die Fliehung gesagt. Der kann natürlich noch nicht eingeloggt werden, tauchte dann auf. Da muss man ihn erstmal freischalten, aber es macht auch schon Sinn, weil sonst würde ja auf irgendwelches Zeug eingelagert, das ich gar nicht eingelagert haben möchte. Ich werde jetzt hier auch mal den Hassan auf das Krankenbett schicken. Gut, das ist erledigt hier. Dann wird es Zeit für die Pflanzenkisten. Theoretisch, wenn ich hier die Leiter runterbaue. Ne, das geht gar nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Naja, ist ja okay. Ein bisschen längerer Weg. Und ich denke, die
Wasserversorgung werde ich dann nächstens mal bauen. So, Mehlholz haben wir nur 4 Samen. Ist noch sehr bescheiden. Trotzdem, also wir haben gepflanzt, der Rest... Oh, hat das nicht funktioniert? Was? So. Der Rest kommt später, sobald wir es haben. Ich möchte diesen hier noch nicht entfernen, das ist bei 84%. Habe ich denn sonst noch? Hier wäre noch einer. Also ich muss sagen, pflanzentechnisch sieht das hier echt spärlich aus. Ja, wirklich sehr spärlich. Ich muss hier aber irgendetwas machen, sonst... Sonst kriege ich hier echt ein Problem. Ja, sonst kriege ich hier echt ein Problem. Und eine Tür braucht es hier dann wieder. Damit wir die nicht abhauen. Die guten Leuchtkäferchen. Wasser hat sich geheilt. Rohwandel auch noch ein bisschen mehr. Den lasse ich dann über Nacht dort auf dem Bett. Wo sind denn die Hedges? Also hier ist ein Hedge. Und eigentlich war doch hier auf dieser Ebene, also war der hier hinten. Kann auch sein, dass ich den irgendwo eingegraben habe. Gut. Auseinanderungstechnisch kann ich im Moment einfach nicht mehr machen. Zur Not gibt es so einen Schlammmatsch, sehr nahrhaft. Gut, muss ich nicht in dieser Kolonie leben. Ja, Kolonie, Deep Space Colony. Wir werden sehen, ob wir es hier zu einem wohlhabenden, prosperierenden Kolonie schaffen oder ob hier der Tod Einzug halten wird. Man weiß es nicht. Naja. Gut, zweites Klohäuschen. Ich hatte es angekündigt, damit es kein Malheur gibt, um hier noch ein bisschen meine Französischkenntnisse herauszustreichen, die ich glaube mit diesem Wort bereits schon erschöpft sind. Was ich jetzt hier wild rumklicke, bedeutet, ich suche etwas, das ich nicht auf Anhieb gefunden habe. Das ist der Kompost zu finden bei der Veredelung. Es gibt noch ein Waschbecken. Ja, ich bin sehr penibel, was diese ganze Keimgeschichte angeht. So dass jetzt im Worst Case, wenn hier benutzt wird und die beiden sich die Pfoten waschen, dann ist auch für den dritten, der hinten gerade im Komposthaufen gewühlt hat, ebenfalls noch ein Waschbecken frei. Wie realistisch diese Situation wirklich ist, dass das alles zugleich eintritt, ich weiß es nicht. Egal, kostet uns nicht viel. Ich meine, so ein Waschbecken braucht ein paar Sandsteine. Das tut echt nicht weh. Sandsteine gibt es wie Sand am Meer. In diesen Container lage ich die verschmutzte Erde ein mit Priorität 7, damit das auch wirklich schnell wegkommt, weil verschmutzte Erde produziert verschmutzenden Sauerstoff, den möchte ich nicht in meiner Kolonie. Sehr schön, Sauerstoff sieht mittlerweile wieder wirklich toll aus. Ich werde hier sogar diesen Oxidieren temporär deaktivieren, um mich am natürlichen Oxidvorkommen begnügen, weil wir haben einfach noch wirklich ganz wenig Algen, 1,6 Tonnen, das reicht nicht weit. Auch das Waschbecken in die richtige Richtung, den Kompost ebenfalls auf 7. Sehr schön. Wunderbar, dann ist das schon alles geregelt, das Schmutzwasser brennt noch nicht, das lassen wir noch so. Gucken noch schnell hier oben, hier ist noch ein Mehlholz, das mache ich weg. Und auch hier oben wird geerntet.
Guter Körpertemperatur und Beleuchtung mache ich gleich ganz weg, den auch. Die werden von alleine weggemacht. Schwarzfuß geht wieder jetzt zu knappen, den auch. Das muss ich bald schon ein bisschen auch. Ja, ne, geht noch ein bisschen. Oh. Das ist ein Puff, der Schleim produziert. Das ist eigentlich schade, weil. Ah ne, das. Ne. Die gute Schleimlunge ist hier schon auf dem Vormarsch. Hier hat es einfach eine Tür aus einer Kolonie aus vergangenen Zeiten, die schon lange das Zeitliche gesegnet hat. Ich hoffe, uns ereilt nicht dasselbe Schicksal. Ansonsten kann ich noch nichts Außergewöhnliches am Rand sehen. Hier ist wirklich nur eine Tür und nichts sonst. Na, die hatten wohl Pech im Schleim zu bauen. Nicht sehr gesund. Er hat sehr viele Augen. Ja, werde ich dann sicher noch im großen Stile abbauen. Gut, hier ist ein Hatch, der frisst das natürlich alles weg. Hier ist noch ein Hatch. Ah, das muss alles weg. Und der dritte, den finde ich jetzt wirklich nicht. Aber ich denke, ich habe den irgendwo eingegraben. Der ist runtergefahren, habe ich auch gesehen. Lustig. Fast schon. Da seht ihr jetzt auch gleich, was die so machen. Die fressen mir die Ware weg. Was jetzt so ist, ich sehe jetzt gerade glücklicherweise nichts Kritisches, was sie wegfressen. Also machen sie eigentlich genau das, was ich von ihnen erwarte. Unnützes Zeug fressen und daraus Kohle machen. War der nicht irgendwo hier drüben? Ah, hier ist er. Da ist der Hatch eingegraben, passt schon. Gut, Tag 6, Zyklus 6. Ich drücke Pause, ihr wisst, was das bedeutet, meine lieben Zuschauer der Duplikanten-Geschichte. Oxygen not included. Es ist das Ende Episode 2. Hab mich sehr gefreut, habt ihr zugeschaut. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Kommentare, wie üblich. Schreibt, was euch in den Sinn kommt. Tipps sind immer willkommen. Ihr seid übrigens auf dem Kanal von Juti. Und ja, Schluss für heute. Tschüss.